Herzlich willkommen zu dieser Predigt von der GVC Winterthur. Wir hoffen, dass die Predigt dich inspiriert. Wir laden dich dazu ein, dir Gedanken darüber zu machen. Wir feiern heute Morgen ein Jubiläum, ein besonderes Jubiläum, 30 Jahre Ferien am Meer, miteinander da. 1997 haben die Ferien für alle Generationen zum ersten Mal stattgefunden und wir haben in diesen vergangenen rund 30 Jahren so ungefähr 25'000 Leute dürfen in ihren Ferien begleiten. Und für mich ist es ein riesiges Privileg, dass Gott uns Anteil gibt, dass wir miterleben dürfen, wie er Geschichten schreibt mit Menschen zusammen. Und darum wollen wir heute zurückschauen auf die Zeit und gemeinsam miteinander Danke sagen. Gott Danke sagen für sein Wirken, für das, was wir jetzt sehen und da erzählen können. Aber stellvertretend auch Danke sagen für die vielen kleinen Geschichten, die vielleicht wir da gar nicht einmal wissen. Wir wollen uns miteinander ermutigen lassen. Das ist nämlich auch ein Teil, wenn wir die Geschichten hören für unser Leben. Hey, Gott wirkt heute noch grosse und kleine Sachen, Wunder in unserem Alltag und wir dürfen uns ermutigen lassen von dem. Gott ruft uns durch die ganze Bibel immer wieder auf, einander zu erzählen von dem, was wir erlebt haben. Zum Beispiel im Psalm 105, was heißt: Dank dem Herrn, ruft seinen Namen laut aus, macht unter den Völkern seine großen Taten bekannt. Und dann, etwas, was mir sehr gefällt, singt und musiziert ihm zur Ehre. Und dann heißt es, sprecht von all den Wundern, die er getan hat. Und später, erinnert euch an die Wunder, die er getan hat. Das werden wir heute Morgen machen. Selbstverständlich werden wir im Herbst die 30. Ausgabe gebührend feiern. Mit dem Tag heute Morgen möchten wir aber auch ganz besonders denen Anteil geben, die vielleicht nicht so einen direkten Bezug zu den Ferien am Meer haben. Vielleicht bist du selber noch nie dort gewesen oder hast andere Ferienpläne im Herbst, aber du bist trotzdem ein Teil von diesem Projekt. Weil damit wir als Kirche dort runter dürfen gehen und uns investieren in Menschen, braucht es jedes Einzelne von uns. Auf der einen Seite die direkt vor Ort dabei sind, Programm gestaltet, mit den Leuten unterwegs sind. Genauso aber alle anderen auch, die da sind und uns als Kirche den Rücken stärken, damit wir eben dort runtergehen können, das mittragen, sich im Gebet vielleicht mit engagieren und wo die GVC-Kultur mitprägen und mitleben, wo wir dürfen dann in die Ferien am Meer mitnehmen. Und stellvertretend, dass wir so verschiedene Stimmen heute Morgen auch haben können, hier auf dieser Bühne zusammenbringen, haben wir 5 Gäste eingeladen. Ganz unterschiedliche Blickwinkel bringen sie mit auf die Bühne heute Morgen, die werden erzählen, wie sie das Ferienangebot jeweils erlebt haben, mitgeprägt haben und ihre Geschichten und ganz persönlichen Erlebnisse heute mit uns teilen. Kommt doch zu mir auf die Bühne, begrüßen die 5 Gäste doch mit einem herzlichen Applaus. Jawohl. Es hat also gestimmt, jemand hat es gesagt, unterschiedliche Generationen, unterschiedliche Hintergründe aus der ganzen Schweiz. Ich würde sagen, es trifft alles zu, wenn man da so in die Runde schaut. Aber wir werden euch die Personen im Laufe des Gesprächs noch ein bisschen mehr vorstellen. Wir fangen doch mit dem Gesicht oder der Person an, die die meisten von euch wahrscheinlich am besten kennen, euch am bekanntesten ist, und zwar mit dem Johannes Wirth. Johannes, du hast neben der GVC und der Quellenhof-Stiftung, wo du gegründet hast, auch ein Ferienprojekt mitgegründet, ein mittlerweile sehr grosses Ferienprojekt. Und vielleicht hat der eine oder andere Pastor vor rund 30 Jahren, den er mitbekommen hat in der Schweiz, dass jetzt der Johannes da ein schweizweites Ferienangebot macht, damals war es noch nicht Griechenland zuerst, gell? Denkt, also jetzt hat es ihm ganz ausgehängt. Was macht er da? Das ist doch nicht etwas, was wir machen als Pastoren von Freikirchen oder Kirchen hier in der Schweiz. Ich kann mich noch gut erinnern, ich hatte das Privileg, bei dieser allerersten Ausgabe Ferien am Meer dabei zu sein, und zwar als 9-jähriges Mädchen, dort mal auf Sizilien. Und ich mag mich noch erinnern, Johannes, du hast auch hier schon predigt. Du bist aber neben dem natürlich auch im Theater aktiv gewesen, ein aktiver Teil. Er hat einen Schauspiel-Hintergrund und Vergangenheit. Und natürlich hat er auch den Worship geleitet, inklusive Gitarre unter dem Arm. Also das Bild von Johannes, der in dem Sinn gerade alles allein erledigt hat in dieser ersten Ausgabe Ferien am Meer, das ist mir wirklich geblieben. Ich sage immer, ich könnte das heute noch malen. Dich mit dieser Gitarre, du hast sie recht hoch oben, hast du sie irgendwie einmal gehabt. Genau, das ist mir eine sehr bleibende Erinnerung, wie du da gewirkt hast, damals schon in Sizilien 1997.
Genau. Soweit ich mich erinnern kann, sind vor rund 30 Jahren, oder wie mir auch erzählt worden ist, sind vor rund 30 Jahren der Markus und der Stefan Reichenbach, Gründer von Kulturferienreisen und gute Freunde von dir hier, von der Kirche, auf dich zugekommen und haben mit dir ihre Vision geteilt oder ihre Idee, dass man vielleicht aus diesen Gemeindeferien, die die GVC hier schon hatte, die könnte öffnen und für die ganze Schweiz anbieten. Erzähl uns doch einmal, was war die Vision hinter dem, hinter dieser Idee? Also zuerst, als Sie mich gefragt haben, habe ich gedacht, ja, wenn irgendjemand sonst noch mit uns reisen will, dann soll er doch. Warum nicht? Also der Hintergrund ist das, dass ich schon viele Camps und Lager geleitet habe, das sind Dutzende, und einfach gemerkt habe, dass wenn man so zusammen eine Woche oder gar 2 Wochen zusammen in der Gemeinschaft ist, dass ganz viel Gott tun kann. Viel mehr als an einem einzelnen Sonntag. Viel mehr als 2 einzelne Sündig. Und das war der Beweggrund, dass ich gesagt habe, wenn ich das für die Schweiz machen kann, dann mache ich das gern. Und die Vision ist klar, Menschen untereinander und mit Gott in Berührung bringen, damit ihre Leben zum Blühen kommen. Mega schön. Du hast in diesen vielen Jahren, Ferien am Meer, wo du auch mitgeprägt hast und mitgestaltet hast, unterschiedliche Geschichten erlebt. Ganz viele Sachen erlebt, die du jetzt natürlich heute auch nicht alle gerade uns erzählen kannst, sonst sitzen wir morgen da noch auf dem Sofa miteinander. Gibt es etwas Einzelnes, wo du sagst, das sticht raus? Das ist mir heute noch ganz präsent. Das ist geblieben. Ja, sicher. Ich habe mir überlegt, was ich aus dem Köcher alles rausziehen soll. Aber das eine war sicher ganz speziell, dass ich im Foyer nach einem Gottesdienst, einem Morgengottesdienst, den Eindruck hatte, ich soll einen Mann ansprechen, ob er mit mir reden will. Und als ich ihn gefragt habe, hat er gesagt, hat das meine Frau dir gesagt? habe ich gesagt, nein, meine Frau hat es nicht gesagt, aber ich glaube, es ist weiter oben mit mir gesteckt worden, dass ich mit dir reden soll. Und er hat gesagt, ja, ist gut. Und wir sind miteinander mehr laufen und er hat gesagt, dass er seit Jahren seine Frau mit der besten Freundin von der Frau betrügt. Und dass seine Frau das ahnt und dass das Familienleben durcheinander gekommen ist. Und das Geschäftsleben durcheinander gekommen ist und das ganze Leben eigentlich ein Scherbenhaufen ist. Und wir haben dann miteinander geredet und er hat dann von dort aus seiner Geliebten einen Brief geschrieben. Von dort aus haben wir mit seiner Frau zusammen geredet. Und von dort aus ist seine Familie neu geworden, sein Geschäftsleben neu geworden, sein ganzes Leben. Und das ist jetzt etwa 10 Jahre seither. Und ich habe ihn vor etwa 3 Monaten einmal gefragt, du, wie geht es euch? Und er hat mir zurückgeschrieben, es geht uns fantastisch. Wow. Und so habe ich immer wieder erlebt, wie einfach Leben neu wird in diesem Griechenland. Mega begeistert. Wow. Danke vielmals fürs Teilen. Es hat in den letzten 30 Jahren in diesem Ferienprojekt auch immer wieder Herausforderungen gegeben. Es hat eben mega viele begeisternde Geschichten zum Miterleben gegeben. Und gleichzeitig sind ihr auch immer wieder vor grossen Herausforderungen gestanden. Ich tue da ein paar Stichworte nennen. Swissair Grounding ist mit in die Herbstzeit reingefallen, anno dazumal. Wir haben in der Türkei, das habe ich sogar auch selber miterlebt, ein Gottesdienstverbot plötzlich ultraspontan aufgedruckt bekommen vom Hotel, dass das in der Türkei jetzt doch nicht so einfach möglich ist, um einen Gottesdienst, einen christlichen, durchzuführen. Wir hatten den Fährstreik, den grossen anno dazumal in Griechenland, wo da wirklich über eine längere Zeit gestreikt worden ist und am Schluss die Gäste über den Landweg müssen zurückfahren mit ihren Autos. Auch sehr eine prägende Zeit und eine grosse Herausforderung. Es hat auch wenig, aber es hat doch auch immer mal medizinische Notfälle gegeben, natürlich mit so vielen Menschen, wenn man unterwegs ist. Ein sicher prägendes Erlebnis dort war eine Frühgeburt, eine sehr frühe Frühgeburt in Griechenland, wo auch wie durch ein Wunder Mutter und Baby überlebt haben, wo so ein echtes Ferien am Meer-Kind jetzt ist, wo sogar auch viele Jahre später immer wieder gekommen ist, gell? Und es auch so schön ist, um das Kind jetzt zu sehen, aufwachsen, wo wirklich man als ganze Ferien am Meer-Family auch zusammengestanden ist im Gebet und gehofft und bangt hat um die Menschenleben. Trotz all diesen Herausforderungen, ich kann mir vorstellen, das kann zermürbend sein, müde machen. Warum hat man immer weitergemacht und gesagt, für das gehen wir? Ja, weil ich die Früchte gesehen habe. Und die Früchte, das war der Alltag. Oder? Es sind viele Geschäftsleute mit uns gereist, die genau wie der Mann vorher geredet hat,
gesagt haben, Frau, du kannst ja buchen, ich komme mit, aber ich komme einmal in den Gottesdienst und sonst nie. Und nachher mir am Schluss der Ferien gesagt, ich bin Sappertonnen einmal jeden Gottesdienst dabei gewesen. Wenn mich die Leute die fragen, was hast du gemacht in der Ferien, ich kann es gar nicht erzählen. Und auch wie wenn ich in der Schweiz, ich tue viel predigen, auch in anderen Kirchen, auch heute noch. Und wo ich hingehe, kommen die Leute auf mich zu und sagen, du, der Pippo hat mich so im Worship geprägt, ich bin heute Worshipleiter, ich bin nicht Pastor geworden. Pfarrer, Pastoren von der ganzen Schweiz, die mit uns gereist sind, die mir erzählen, was es in ihrer Kirche verändert hat. Und das hat mich so motiviert, dass ich nie aufgegeben habe. So schön. Dann gehen wir doch weiter auf dem Sofa. Du darfst das Mikrofon gerade genau jemandem weitergeben, und zwar der Gabriela. Gabriela ist heute auf dem Sofa da definitiv die Person, wahrscheinlich sogar in der ganzen Parkrenner da rein, mit dem weitesten Anreiseweg. Du bist aus dem Raum Langenthal heute Morgen angereist, Gott sei Dank ohne Stau am Gubrist, da sind wir alle mega froh. Und ihr sind, ja, danke vielmals, dass du das extra für uns, den weiten Weg, unter deine Autoräder genommen hast. Als Familie sind ihr seit 1999, also kurz nach dem ersten Mal Ferien am Meer, mit dabei gewesen in diesem Ferienprojekt, und zwar rund 22 Mal. Du hast extra mit deinem Mann einmal zusammen nachgerechnet, Fotoalbümer kontaktiert und geschaut. Es sind also rund 22 Mal gewesen, wo du dabei bist. In unterschiedlichsten Konstellationen, natürlich mit den eigenen Kindern, aber auch schon mit den Grosskindern, also ganz unterschiedlich jetzt das auch erlebt, das Ferienprojekt. Ihr seid also sozusagen echte Stammgäste, kann man sagen. Was bedeutet für euch als Familie die Ferien am Meer? Also, wo wir im 99 das erste Mal, der Mann und ich, mit 5 kleinen, noch recht kleinen Kindern auf Griechenland sind mit dem Auto, nach diesen 14 Tagen haben wir einfach gewusst, diese Art Ferien, das ist genau das, was wir als Bauernleute, wir Bauern im Bernbiet, in Dunstetten, neben Langenthal, das ist genau das, was wir als Bauernleute für unsere beruflichen Herausforderungen, aber auch als Familie, Grossfamilie mit 3 Generationen im Haus, die wir brauchen. Einfach die inspirierenden Predigen, dann natürlich noch vom Hannes und auch der Austausch, was der Hannes vorher gesagt hat, mit den Leuten merken, die haben auch ihre Sorgen, die haben auch ihre Herausforderungen, nicht nur wir. Das hat uns, also einfach das mitzunehmen als Proviant, das hat uns als Familie sehr gut getan. Und als wir heimgekommen sind, nach 14 Tagen, haben wir den Kindern gesagt, schaut, entweder 1 Woche Skiferie in der Schweiz oder 14 Tage Ferien am Meer. Das ist Fakt und es war einstimmig. Die Ski haben da versorgt im Keller dann. So gut, so gut. Was ist so in diesen vielen Jahren, die ihr dabei seid, auch bei dir eine besondere Erinnerung, ein besonderes Highlight oder ein Höhepunkt, wo dir ein einschneidendes Erlebnis, das dir in Erinnerung geblieben ist? Also für uns war einfach auch wichtig, dass das nicht Ferien sind, die einfach nur Fun ist und wo man dann mit dem Feriengesicht anreisen muss, sondern für uns ist das Feriengeheimnis von diesen Ferien am Meer wirklich, dass man kommen darf, wie man ist und wie es einem gerade ist. Und wir haben als Familie die letzten 10 Jahre sehr viel herausfordernde, harte Zeit erlebt, mit Unfall, mit Arbeitslosigkeit. Und man hat so dürfen kommen und man hat Leute gefunden, wo man zusammen reden konnte, die auch ihre Sorgen hatten und in den Gottesdiensten oder auch mal in einem Seelsorgegespräch. Das hat natürlich auch eine Freundschaft gegeben, auch zu der Erika. Das war nachher das, was uns sehr, sehr gut übertragen hat. Ich kann mich erinnern, wir hatten plötzlich den Eindruck, unsere Familie fehlt als Kind. 6. Wunsch nach dem 6. Kind und wir waren in Evia. Und ich hatte gerade eine Fehlgeburt und dann sind wir in den Strand beten, Gott, was ist dran? Und mein Mann hatte ganz einen klaren Eindruck. Und 2 Tage später bin ich mich noch taufen lassen, Hals über Kopf ans Meer gesprungen. Der Hannes ist mit 6 Täuflingen da gestanden. Du hättest eigentlich schon abfahren richtig heim, oder? Oder? An diesem Tag abreisen. Und ich habe einfach meinem Mann gesagt, hey, ich will mich taufen, bin dann vorne gesprungen. Und der Hannes hat gesagt, ja, 7, das ist die vollkommene Zahl, hat die Bibel aufgetan und mir den Spruch gegeben, ich bin der Herr der Zeiten, ich setze Könige ein und ab, ich bestimme, was wann geschieht. Und das ist für uns so wichtig als Familie und tatsächlich unser 6.
unser 6. Kind, das steht heute im Gottesdienst Griechenland mit bald 24-jährig neben uns und singt mit und ist einfach ein riesiges Geschenk geworden. Wow. Und, oder auch, als Hannes einmal gesagt hat, wo wir uns gekümmert haben um den Betrieb, es war zum Teil schwierig die letzten Jahre, hat er nach einem Gebet mit meinem Mann und mir, er ist daheim am Grosskindhüten jetzt, gesagt, schaut, es ist wichtig, Frucht bringen, die bleibt. Und das hat uns gerade in unserem Landwirtschaftsbetrieb sehr, sehr geprägt. Frucht bringen, die bleibt, nicht einfach nur das, was zählt. Merci. So schön. Wow. Eben, du hast es gesagt, ihr seid mit den Kindern auch immer wieder dort gewesen. Wie war die Zeit in Griechenland auch für eure Kinder gewesen? Sehr prägend. Wir als Eltern haben einfach sehen, wie sie da in eine Gruppe aufgenommen werden und völlig erstaunt sind, wie viele verschiedene Christen das gibt und auch verschiedene Arten zu glauben. Ich denke, sie sind durch das auch sehr tolerant geworden. Also, ja, man kann Sachen verschieden anschauen und das hat Freundschaften gegeben bis heute. Und eben, die ersten Grosskinder sind schon wieder mitgekommen. Und wenn wir Familienzusammenkunft haben, gerade wie jetzt 3 Tage miteinander, das ist immer wieder das Thema, irgendeine Episode aus diesen Ferien am Meer. Und du hast mir, glaube ich, sogar gesagt, 2 von euren Kindern haben auch ihren Lebenspartner oder ihren Ehepartner gefunden in der Ferien am Meer. Ist das richtig? Nein, ich glaube es nicht. Nicht, dass du wüsstest, in dem Fall. Dann bringe ich jetzt etwas durcheinander. Ist das bei einer anderen Family? Du bist ja schon gerne am Betten als Mutter und Vater. Ich dachte, das wäre doch einer oder eine. Okay. Also in dem Fall auch noch ein guter Ort, um eine grosse Auswahl anzubieten an potenziell guten Ehepartner. Ja, nein, aber sie haben sich taufen. Ah, genau. Sie haben sich taufen. Fast gleich. Das ist fast gleich. Das ist einfach die Ehe mit oben, oder? Auch eine wichtige Entscheidung, oder? Beides eine wichtige Entscheidung. Ja, genau. Sehr gut. Danke Aber, vielmals, das ist Gabriele. wirklich. Und was ich noch sagen will, wir haben auch Schweres, also gerade meine Mutter und der Mann, seine Mutter, sind beide gestorben, während wir in der Ferien am Meer waren. Und ich sage euch, es gibt keinen besseren Ort für so etwas nachher zu verarbeiten. Also man hat es erwartet, es war jetzt nicht tragisch, aber einfach die Freundschaften, nachher können in den Lobpreis miteinander gehen oder ein Gespräch haben. Wir haben gesagt, das ist einfach wirklich, ja, Haben ihr euch getragen können fühlen in dieser Zeit? sehr getragen. Wie überhaupt all das, was wir mitgenommen haben, einfach wieder ein Jahr einfach durchgetragen hat, ja, und viel Impulse gegeben hat. Aber da bin ich jetzt sicher, dass du mir das gesagt hast in der Vorbereitung. Du hast einmal gesagt, ihr habt ein halbes Jahr nach der Ferien am Meer davon gezehrt, von dieser Zeit, auch gerade so im Geistlichen. Und dann habt ihr euch ein halbes Jahr lang wieder auf die Vorfreude genossen auf die nächsten Ferien am Meer, gell? Das stimmt schon. Das ist so. Und es hat auch wunderbare Freundschaften gegeben. Also wirklich, wir haben Freunde über die ganze Schweiz, aber vor allem mit 4 Pärchen sind wir jetzt sehr verbunden unterwegs. So und schön. da ist einer, der immer einen Countdown drauf tut, wie viele Tage das da geht. Also gut, im WhatsApp-Chat, wo man sieht, wie lange das noch geht, bis man sich wieder sieht. So schön. Danke vielmals, Gabriela. Wir hören dann nochmal von dir. Simon, und du hast es gut verbunden, weil wenn ich erklären was bei der Taufe passiert, dann sage ich, ja, man kann es schon ein bisschen vergleichen mit so einer Hochzeit, oder? Danke. Wenn man sich ja entschieden hat und sagt, ich könnte mein Leben mit Jesus verbringen und dann das öffentlich bekennt, passt ein bisschen zusammen. Dani, Sidiki, du kennst die Ferien am Meer wahrscheinlich wie kein Zweiter aus allen Blickwinkeln. Du bist selber als Teilnehmer dort dabei gewesen, hast so zu Jesus gefunden, hast dich dort taufen lassen, hast dich während vielen Jahren ehrenamtlich engagiert und bist mittlerweile als Geschäftsführer von Kultur Surprise ja auch hauptverantwortlich für das Projekt. Was macht für dich die Ferien am Meer so Besonderes? Ja, vieles. Ich denke, etwas, was schon sehr speziell ist, dass irgendwann an einem Sonntag ein paar hundert Leute anreisen, die sich völlig fremd sind. Und nach wenigen Tagen entsteht eine Gemeinschaft, die irgendwie etwas von einer grossen Familie hat. Das ist schon sehr speziell. Und dann ist sicher der Mix von Ferien an einem wunderschönen Ort und den inspirierenden Inhalt aus der Bibel, wo einem ermöglicht, abgesehen vom vielleicht brummenden Alltag, einmal einzutauchen in ein Thema. Genau. Es ist ein Ort, wo
Ferien natürlich möglich sind, wo die Leute es geniessen, aber irgendwie auch, man hat es jetzt schon mehrfach gehört, ein Ort, wo Geschichten geschrieben werden. Magst du dich noch erinnern, das ist jetzt eine Frage, die ich dir nicht vorher gesagt habe, du hast dich ja eben für Jesus entschieden und dich taufen lassen. Magst du dich noch erinnern, was vielleicht der Ausschlag gegeben hat oder was dich berührt hat dort? Ja, ich glaube, es ist das, wo viele Leute auch beschreiben, wenn sie da in die Parkarena hineinlaufen. Dass da eine Atmosphäre ist, wo irgendwo der Geist Gottes präsent ist. Und es ist auch das Miteinander, die Kultur von der Wertschätzung, von der Liebe unter den Leuten, die involviert sind, sehr stark auch geprägt natürlich durch das Team von der GVC. Ja, das ist das, was mich sehr stark berührt hat. Wenn du jetzt die Ferien am Meer beschreiben würdest, was für Adjektiv, beschreibende Wörter, also Wie-Wörter hat man vorhin gesagt, würdest du nutzen, um zu sagen, hey, das ist für dich Ferien am Meer? Ich würde sagen, zum Beispiel erfrischend. Da möchte ich an die Gottesdienste denken, die für viele ein Highlight sind. Ich glaube, unsere Predigten hier in Winti sind ja schon bekannt dafür, dass sie aus dem Alltag kommen, dass sie kurz und knackig sind. Aber in Griechenland treibt man das ja noch ein bisschen mehr auf die Spitze. Geht der Predigt 12 Minuten, oder? Spätestens nach 13 Minuten prügelt sich Kind vor der Bühne. Und ja, so ein bisschen das Erfrischende. Dann würde ich sagen, verbindend. Da spreche ich die Beziehungen an, die entstehen. Ja. Aber auch das Generationenverbindende. Von Frühgeburt bis ältester Gast, irgendwo 96, wo wir dabei haben. Und ja, vielleicht echt auch, finde ich auch etwas, was gut passt, was der Gabriela gesagt hat, ein Ort, wo Menschen vielleicht auch ihre Masken fallen lassen und sich geben, wie sie sind. Mega cool. Und bei den Predigten, man muss natürlich sagen, wir haben ja 6 Gottesdienste, mal 12 Minuten, das wäre dann jetzt der Standard wöchentlich, oder? Du hast ja in der Vergangenheit als ehrenamtlicher Mitarbeitender immer wieder Theater gespielt und jetzt bist du in Theaterrollen geschnüpft. Hättest du nicht heute ab und zu auch mal wieder Lust zum Mitmachen in so einer Soap? Sofort. Das war eine grosse Leidenschaft von mir. Absolut. Man muss aber sagen, wenn man sich 3 Wochen mit einem griechischen Hotelmanagement lassen, dann hat das manchmal auch etwas von einem Theater. Etwas Komödianz. Gott sei Dank ohne Publikum. Aber nein, also wir haben einen super Austausch mit dem Hotel. Wir sind jetzt zum 20. Jahr, das Jahr dort. Das ist auch ein Jubiläum. Ja. Und ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen wie in einer Ehe, oder? Ja. Man weiss nach 20 Jahren definitiv, was man aneinander schätzt. Ja. Aber es nerven auch immer die gleichen Sachen. Ja, okay. Wo kommen denn heute jetzt in dieser Rolle, die du hast, also als Gesamtverantwortliche, vor allem auch von Kultur her, ja, für die Reise und für das Hotel, die Übernachtungen, wo kommen jetzt dort deine Stärken so zum Tragen? Ja, ich würde mich als Allrounder beschreiben. Das Projekt ist natürlich sehr vielseitig und das ist etwas, was mir liegt, sehr abwechslungsreich. Und es sind immer wieder mal auch gute und schnelle Lösungen gefordert. Ich erinnere da zum Beispiel an letztes Jahr. Es war eine positive Herausforderung, wo plötzlich eine sehr starke Buchungswelle eingesetzt hat vor den Sommerferien und unsere Flüge ausgebucht sind. Und es ist uns dann gelungen, im letzten Moment noch einen zusätzlichen Charterflug zu organisieren, irgendwie 4 Wochen vor Abreise. Das sind so Sachen. Aber auch schwierige Herausforderungen. Nach der Pandemie, dort im 2022, wo man gerade so wieder reisen konnte, hat das wieder sehr stark angezogen. Es waren über 1000 Leute da für das Ferienangebot. Und wir haben die Verträge mit Fluggesellschaften und Hotels, glaube ich, erst 3 Monate vorher abschliessen. Und da muss man dann teilweise auch ein bisschen etwas aushalten. Ja. Genau. Ja, du hast sicher viel aushalten in diesen Jahren. Danke vielmals. Dann gehen wir doch weiter zu dir, Alicia. Du hast nochmal eine andere Perspektive. Auch du bist selber als Teenager mit dabei gewesen, 3-mal in den Ferien am Meer. Du hast dich dort taufen lassen. Und seitdem, jetzt in den letzten, sagen wir, rund 10 Jahren, etwa 5-mal schon mitgeholfen, auch als ehrenamtliche Mitarbeiterin, als Leiterin, vor allem im Kinder- und Jugendprogramm. Was motiviert dich dazu, dich dort zu engagieren? Oder was spielt vielleicht auch gerade dein eigenes Erleben für eine Rolle, dass du dich jetzt heute so engagierst? Ja, also zuerst ist es für mich halt die Zeit vom Gymi und vom Studium, wo es einfach cool war, zum 2 Wochen am Meer verbringen, wo ich mich investieren, eben auch mit Theaterspielen, Singen im Gottesdienst, aber eben auch die Kinderprogramme und Jugendprogramme, wo mich einfach immer wieder inspirieren, um mit denen unterwegs zu sein. Das
gibt für mich auch jetzt immer noch Motivation, um jetzt 2 Wochen von meinen Ferien anzugehen, um dort hinzukommen. Und ja, einfach die Gespräche führen mit den Jugendlichen, die sie vielleicht brauchen in diesen Ferien. Spiele spielen, Volleyball spielen. Das ist einfach mega cool. Hast du das Gefühl, es hat dir geholfen, eben da die Ferien am Meer schon kennenzulernen, auch als Teenager? Gibt es Sachen, die irgendwie sind dir besonders wichtig, auch vielleicht im Unterwegssein oder Erinnerungen, die du selber hast, so an deine Zeiten dort? Ja, also ich glaube, ich finde es schon immer viel einfacher, sich in etwas zu investieren, was man selber sehr cool erlebt hat. Ja, zum das dann auch weitergeben. Also ich glaube, das ist schon das, was mich am meisten motiviert daran, dass ich selber so eine coole Zeit erlebt habe dort, weil ich bin mit der Familie auf Griechenland gegangen, als ich noch nicht in der GVC war. Also das war auch mein erster Kontakt in dem Sinn zu der GVC. In dem Sinn hatte ich auch nicht wirklich Anschluss gehabt. Also ich bin nicht als GVCler dort gewesen. Ich hatte nicht meine Freunde schon gehabt. Und ich glaube, das motiviert mich auch, um gerade diese Leute, eben, ich meine, es gibt Leute, also Teens aus der GVC, die auf Griechenland kommen, aber auch eben von der gesamten Schweiz. Und die können zusammenbringen, dass dort Freundschaften können entstehen und connecten. Weil im Endeffekt ja, ist das unsere Aufgabe. Welcher Teil von dieser Aufgabe als Leiterin macht dir besonders viel Freude oder machst du besonders gern? Ich finde es mega lässig, können eben einfach alle meine Leidenschaften in diesem Sinn zusammenzubringen in Griechenland. Und das natürlich am Meer mit dieser Atmosphäre ist natürlich etwas ganz anderes als jetzt in anderen christlichen Camps, die ich auch sehr gerne leite, wo man im Campus ist natürlich schon etwas anderes. Genau. Und eben einfach die Gespräche führen, die Jugendlichen dürfen begleiten in so einem bewegenden Zeitraum in dem Sinn, wo sie sich ihren Glauben bilden, wo sie sich ablösen von den Eltern, wo wir als Leiter einen näheren Umgang mit ihnen haben, wo sie ja vielleicht Themen mit uns besprechen, wo sie sich nicht getrauen oder es nicht vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt ist, um mit den Eltern darüber zu reden. Das finde ich mega schön, auch eben irgendwie zu sehen, zuerst im Kinderprogramm, dann im Jugendprogramm, die Leute über mehrere Jahre zu begleiten. Und weil es über die ganze Schweiz ist, sehe ich auch die Jugendlichen an anderen christlichen Events oder anderen christlichen Camps immer wieder und kann sie so auch über das gesamte Jahr irgendwie weiter begleiten oder sehen, wo sie wachsen oder wo sie stehen. Das begeistert mich mega. So gut. Danke vielmals. Danke für deinen Einsatz. Das ist mega wertvoll. Okay. Wenn wir also zeitlich überziehen reden, dann können wir es aufs Klatschen dann Ja, zurückführen. gut. Im Protokoll. Genau. Andi, wir kommen zu dir noch. Du hast ja und du und deine Frau haben eine ganz spezielle Geschichte eigentlich auch mit den Ferien am Meer. Man könnte sagen, vielleicht, wenn es das Ferienprojekt dort mal der Johannes die verrückte Idee nicht umgesetzt hätte, könnte man vielleicht sagen, wärst du heute nicht in Winterthur wohnhaft oder im Raum Winterthur und da ein Teil der Kirche. Erzähl doch einmal, kannst du dich noch daran erinnern, wie sind ihr als Familie auf die erste Ferien am Meer gekommen und wie habt ihr das erlebt? Ja, sehr gerne. Also muss ich zurückgehen ins Jahr 2004, wo wir noch tief im Bernbiet daheim waren, notabene im Nachbardorf, wo Gabriela herkommt. Und wir hatten eine sehr herausfordernde Situation, auch kirchenmässig, so ein bisschen Setting, viele Herausforderungen, viele Fragen gehabt. Und da ist meine Frau, ich glaube 2,5 Wochen ungefähr, bevor wir Ferien hatten, ist sie mit einem Prospekt dahergekommen, der im Lydia-Frauenmagazin drin gelegen ist und gesagt hat, hey, schau mal, wäre das nicht etwas für uns, Ferien am Meer? Wir haben das angeschaut, GVC, was ist das? Kultur, was ist das? Keine Ahnung, auch ein bisschen Respekt vor so Kirchen, die man nicht so kennt, auch ein bisschen suspekt, oder? Und aber wir haben uns wirklich sehr kurz entschieden. Die Frau hat angerufen und die Kultur hat gesagt, jetzt haben wir gerade die Flüge zurückgegeben, aber wir schauen noch, was wir machen können. Und so sind wir eigentlich das erste Mal in die Ferien am Meer. Und was wir einfach dort erlebt haben, das hat uns überwältigt. Ich war dort also in einer Leidenschaftsfunktion von einer kleinen Kirche und durch das habe ich mich auch gewagt. Der Hannes hat dann so Leidenschaftsworkshops gemacht, dort reinzuschleichen und dabei zu sein. Und es war einfach gewaltig. Wir sind wirklich mit ganz vielen Fragen. Und ich vergleiche es gerne eigentlich so mit einem
trockener Schwamm, der 14 Tage ist ins Wasser eingetaucht worden und sich da vollgesogen hat. Und wir sind dort so reich beschenkt worden auf ganz viele Art und Weise und wo eine Geschichte von uns einen Anfang hat genommen, wo wir heute immer noch sagen, für uns waren es wirklich lebensverändernde Ferien gewesen. Und ja, wahrscheinlich wären wir heute nicht da, wenn Hannes nicht die verrückte Vision hatte. So schön. Du hast dich ja dann eben auch immer wieder ehrenamtlich in die Ferien am Meer investiert, über ganz viele Jahre. Und das war ja ein Arbeitsumfang von fast 20%, so über das Jahr gerechnet. Du hast dort mega viel Verantwortung übernommen in diesem Ferienprojekt, dich mit vollem Herzblut rein investiert. Was hat dich da dazu motiviert, um das zu machen? Vielleicht die Geschichte ganz kurz weiterzuführen. Wir sind dann nachher eben im Jahr 2011 auf Winterthur gezögert und kurz darauf ist meine Frau zuerst mal angefragt worden, für mitzuarbeiten in diesem sogenannten B-Team, in einem Erwachsenen-Team. Und 2 oder 3 Jahre später bin ich dort zuerst mal auch mitgegangen, dort mitarbeiten und irgendwie hat mich das einfach fasziniert. Und ich habe so, ich weiss nicht mehr genau, zu wem das ich es gesagt habe und was das nachher für einen Weg genommen hat. Auf jeden Fall habe ich gesagt, das fasziniert mich noch, die Aufgabe, die Susanne Gysin dann gemacht hat. Einfach so ein bisschen in der zweiten Reihe zu stehen. Ich muss nicht auf der Bühne stehen, überhaupt nicht. Aber heute schon, Gott sei Dank. Ja, es gibt immer noch andere Orte, was man wähler ist. Aber einfach so aus der zweiten Reihe heraus, das da zu unterstützen, auch aus dem Gedanken heraus, hey, wir haben so viel bekommen, ich würde mich dort gerne auch investieren und etwas zurückgeben. Und das hat dann irgendwo den Weg gemacht zu Susanne, zu Johannes, und sie sind auf mich zugekommen und haben mich gefragt, ob ich da würde die Organisation, also vor allem die administrativen Aufgaben, Planung, Staffplanung und so weiter und so fort einsteigen. Und wie gesagt, meine Motivation da drin ist wirklich, wir haben sehr viel bekommen durch die Ferien am Meer und es ist mir immer auch eine Freude gewesen, da etwas weiterzugeben in dieser Art und Weise, wie ich das machen durfte. Hat es in dieser Aufgabe auch Herausforderungen gegeben? Oder was war für dich so ein bisschen die grösste Herausforderung gewesen? Gerade so administrativ, das ganze grosse Projekt über 4 Wochen lang zusammenheben, stelle ich mir schon auch noch herausfordernd vor. Ja, jetzt sicher immer wieder. Also die schönen Sachen haben definitiv überwiegt. Zeitlich ist es natürlich sehr aufwendig gewesen. Ich bin natürlich, mein Anspruch war, dass ich immer ein bisschen voraus bin und jetzt beispielsweise mal etwas vom Kids-Team hast wollen. Mit der Zeit habe ich dann gemerkt, also vor den Kids Days, wo ich von denen nichts wollen, dass sie so Erfahrungen haben, aber dann merkt, dass sie andere Schwerpunkte. Was für mich immer sehr herausfordernd war, ist nach 2 Wochen, wenn der grosse Wechsel war im Team, zum Teil von den Gästen. Wir waren schon 2 Wochen unterwegs mit Leuten, hat eine mega gute Zeit erlebt, hat eine gewisse Müdigkeit und einfach so, zum sich selber auch, ist für mich auch der emotionale Teil. Ich tue mir immer ein bisschen schwer, nachher so Abschied zu nehmen von Leuten. Und aber dort einfach sagen, hey, jetzt lasse ich mich noch einmal voll darauf ein, da kommt wieder ein Team, das top motiviert ist und für die möchte ich auch genau gleich da sein wie am Anfang von diesen ersten 4 Wochen. Ich war in der Regel 3 bis 4 Wochen drunter. Ja, andere Herausforderungen. Wetter hat eine Herausforderung sein. Es ist ja meistens schön in der Ferien am Meer und wenn es mal regnet, dann tut es kurz, aber richtig. Und ich kann mich noch erinnern, als wir auf das Griechenland runtergeflogen sind, meistens den Tag voraus. Und dann hat gerade so ein Medican, also so ein Hurrikan über dem Mittelmeer, nennt man Medican, angekündigt. Und ich kann mich noch erinnern, wie wir dort angeflogen sind auf Kalamata und Teil im Flüger vom Staff haben wirklich das Gefühl gehabt, jetzt hat das letzte Stündchen geschlagen. Wir mussten durchstarten und wir sind in die Hotelanlage gekommen, wo, ich glaube, es war gerade so Ende Corona-Zeit, wo es hat sehr wenige Gäste im Hotel gehabt und die haben das einfach super vorbereitet für uns. Und in dieser Nacht vom Freitag auf den Samstag ist die Anlage wirklich, also ich kann sagen, verwüstet worden von einem heftigen Sturm, Sang überall auf der Terrasse, die Sonnenschirme zum Teil meterweit durch die Anlage geschleudert worden sind. Und dann denke ich so, hey, jetzt kommen dann morgen Abend die ersten Gäste. Und ich habe so zur Hotelmanagerin, zur Christiana, gesagt, hey, hast du das Gefühl, das schaffen wir? Und sie sagt so zu mir, so mit der Hand auf die Hand, gesagt, you don't know my stuff. Also du kennst meine Leute nicht.
Und als ich auf den Parkplatz rausgegangen bin, habe ich gesehen, wirklich der ganze Parkplatz besetzt mit griechischen, halbrostigen Autos. Und die Frau hat wirklich mobilisiert, was sie können. Und am Sonntag, als die ersten Gäste kamen, ist die Anlage wieder einwandfrei weg. So hat es immer wieder Herausforderungen gegeben, aber auch immer wieder eine Lösung, einen Weg daraus raus. So gut, danke dir vielmals, Andi. Zum Schluss machen wir noch eine kurze Runde, wo ihr nochmal das Wort bekommt, für so vielleicht ein Schlussstatement. Wir haben noch 2, 3 Fragen da, aber auch vielleicht, was ihr noch möchtet, auch uns da als Kirche und denen, die da zuhören, mitgeben. Jawohl, fangen wir gerade mit dir an, Johannes. Du hast in diesen vergangenen Jahrzehnten du hast viel reingegeben ins Projekt, viel investiert. Gibt es doch auch etwas, wo du sagst, hey, das habe ich persönlich als Segen auch mitnehmen als Johannes aus dem Ferienprojekt raus? Ja, sehr viel. Ich kann es gar nicht aufzählen. Es ist enorm. Einerseits mal in Zusammenarbeit mit den jungen Leitern, die Teenage- und Jugendarbeit hatten. Das generationenübergreifende Zusammenarbeit hat mich sehr befruchtet. Und dann eben, wenn ich durch die Schweiz reise und dann dort die Leute kommen zu mir und sagen, schau, jetzt das Kind ist auch in Griechenland geboren, die 2 haben sich da weg kennengelernt, wir haben das erlebt, wir haben das erlebt, wir haben dieses erlebt und jenes. Und ich könnte euch nicht vorstellen, wie viel ich das erfahre. Oder wie viel ich aus Kirchen erfahre, dass Leute, die zurückgekommen sind aus Griechenland, ihre Kirche ganz eine andere Haltung eingenommen haben und anders steht, wie die Kirche mitgeprägt haben. Oder Pfarrer und Pastoren, die viel mit uns gereist sind, die mir erzählen, wie sie ihr Glaubensleben revolutioniert haben. Und das tönt jetzt nach Übertreibung, aber ist eher eine Untertreibung. So gut. Danke vielmals. Andi, in deiner Rolle so als Organisator hast du eine sehr verbindende Rolle gehabt, natürlich. Du hast das Team auch so ein bisschen zusammengehalten im Hintergrund, motiviert etc. Du hast Kontakt gehabt mit Ehrenamtlichen aus allen Altersstufen, eben das B-Team, das sich um die Erwachsenen kümmert, wo eher ein bisschen ältere Mitarbeiter schon auch mitgenommen hat, bis zu Kids-Staff, die zum Teil noch sehr, sehr jung waren, die sich um die Kleinsten gekümmert haben und das Programm gestaltet haben. Was bedeutet für dich so das generationenübergreifende Zusammenarbeiten? Also das war sicher etwas, was für mich eines der ganz grossen Schlüsselerlebnisse jedes Jahr immer wieder, dass die Ferien am Meer von dem gelebt haben, dass wir quer durch Generationen durch das als Team organisiert haben, gedreht haben, miteinander wirklich gegangen sind, füreinander gegangen sind. Und das hat mich immer mega begeistert. Irgendwo denke ich so ein bisschen, ja, wir von der älteren Generation, die da vielleicht ein bisschen Ruhe haben können reinbringen in gewisse Sachen, in gewissen Themen hoffentlich ein bisschen weiter waren als jüngere Leute, die mal sich fragen, die das Gespräch gesucht haben, die füreinander auch beten konnten. Und auf der anderen Seite genau gleich für mich auch inspirierend, immer wieder die Energie und die Begeisterung von den jungen Leuten, von den jungen Leiterinnen und Leitern, die mich selber einfach wieder angesteckt haben und sagen, hey, ich will schauen, dass mein eigener Glaube auch frisch bleibt, auch jugendlich bleibt, auch wenn ich älter werde, wie es uns ja allen geht. Und das hat mich einfach auch immer sehr geprägt und das ist sicher auch etwas, was ich uns allen weitergeben möchte, als Kirche, auch als Ermutigung. Wir leben so in einer Zeit, wo man manchmal so Generationen trennt und sagt, das machen die schlecht und wir machen es gut und umgekehrt. Und ich finde, wer verbindet Generationen, nicht mehr als Christen und dass wir da auch, gerade in der Kirche, aufeinander zugehen. Ich glaube wirklich, auch gerade wir Eltern, wir können auch viel lernen von den Jungen und uns anstecken von dieser Frische, von dieser Freude, von dieser Begeisterungsfähigkeit und umgekehrt hoffentlich auch. Und das ist etwas, was mich immer wieder begeistert hat. Super, danke vielmals. Alicia, du hast vorher schon viel gesagt zu dem, was es auch für Kinder und Jugendliche kann bedeuten. Wenn jetzt du so an konkret vielleicht Situation, junge Frau, junger Mann, wo du das Gespräch hast, denkst, wie würdest du sagen, was bedeutet das auch für sie, eben so einen Ort zu haben, wo sie mit dir als Leiterin können ins Gespräch kommen? Ja, ich hatte mehrere so Situationen gehabt und ich glaube,
es hat wie auch geholfen, dass ich jetzt zum Beispiel schon mehrere Jahre dabei bin und sie wie dann das Vertrauen schon aufgebaut haben, jetzt über eben dass sie wie einem schon länger kennen und dann ja auch können irgendwelche Lebensfragen oder eben Glaubensfragen können besprechen und einfach nochmal eine Aussenperspektive kommt, wo vielleicht ja, irgendwie ein bisschen, also eben anders aufgewachsen ist als die eigene Familie oder Leute aus der eigenen Kirche, die ja, die Perspektive irgendwie nochmal öffnen können. Und das ja, habe ich mega gesehen, wie das kann Früchte tragen kann. So cool, danke vielmals. Dani, du hast ja viel Einfluss jetzt auch zu prägen in diesen Ferien am Meer. Was ist dir besonders wichtig? Oder weißt, was findest du auch, was muss unbedingt erhalten bleiben, dass die Ferien am Meer bleiben auch in Zukunft? Ich denke, dass die DNA erhalten bleibt von dem, was wir viel gehört haben heute Morgen, Menschen in Verbindung zu bringen. Mit Gott, mit anderen Menschen und manchmal auch vielleicht mit sich selber als erstes. Und darüber hinaus ist es mir sicher auch ein Anliegen, dass man immer wieder einen Weg findet und auch suchen, dass man das Angebot für möglichst viele Leute zugänglich machen kann. Darum haben wir vor 2 Jahren auch die Budgetkategorie einführen, um nochmal ein bisschen günstiger auch das Angebot anzubieten. Und wir haben auch so 2 Herzensprojekte, wo wir auch sagen, das möchten wir subventionieren. Das ist zum einen das Projekt mit der Quellhof-Stiftung, wo Lernende aus der Stiftung für 200 Franken die Möglichkeit haben, 1 Woche ans Meer zu kommen, in die Gemeinschaft hineinzukommen, in das Umfeld, wo sie hoffentlich etwas Positives mitnehmen. Und das andere, jetzt ganz neu dieses Jahr, starten wir ein Angebot für Einelternfamilien, so nennen wir das. Das sind Konstellationen mit alleinerziehenden Müttern oder Vätern, wo wir auch möchten, finanziell unter den Arm greifen. Wie cool. Und du hast mir in der Vergangenheit immer wieder gesagt, dass es auch ein spezielles Projekt ist für uns als Firma, für euch als Firma. Ihr habt ja so viele Reisen, die ihr anbietet und nicht überall die gleiche Rolle. Und so für euch hast du gesagt, es ist ein Leuchtturmprojekt, das einfach einen grossen Stellenwert hat, wo auch die Mitarbeitenden von euch dann dort können sehen und erleben, was sie sonst vielleicht meistens mehr von hinter einem Computerbildschirm oder so planen oder vorbereiten. Darum auch danke vielmals dir und eurem Team, dass ihr euch da so engagiert. Das ist mega cool. Ja. Dann kommen wir schon fast zu der letzten Frage, und zwar nochmal zu dir, Gabriela. Ihr seid als Familie ja nicht Teil von der GVC. Wir da innen sind alles GVCaner. Wir sind uns die Gottesdienste gewöhnt, die erfrischende Art von der GVC. Wir sind vielleicht meist ein bisschen verwöhnt mit dem, kann man schon fast sagen. Wie habt ihr als Familie oder du auch als Gabriela, wie hast du die GVC erlebt mit dieser Aussenperspektive in diesem Ferienprojekt? Wir haben euch als sehr lebendige, aber auch echte und authentische Gemeinde erlebt. Also ein sehr ausgewogenes, gutes Verhältnis vom Lobpreis, von der Verkündigung und das Miteinander von den Mitarbeitern. Ja, so auf Augenhöhe miteinander. Das hat uns immer sehr beeindruckt. Und ja, auch die Art von Hannes, das hat mich auch als Leiter jetzt vor EGW Langen da auch sehr geprägt. Dass man ja auch lernen kann, man könnte es anders machen oder so. Und ich möchte euch wirklich als GVC im Namen ja, von all diesen vielen Feriengästen ganz sicher sehr herzlich danken, dass ihr da dahinter gestanden sind. Wir haben ja auch gesehen, wir haben euch einen Pastor weggezogen für 3-4 Wochen. Also, dass ihr da dahinter gestanden sind und alles, was ihr investiert habt. Vielen, vielen Dank. Wow. Es ist ja ein Jubiläum, das ansteht. Der Herbst, das 30. Mal Ferien am Meer. Das ist also ein Geburtstagsmoment. Gibt es etwas, wo du deinem Ferienprojekt wie wünschst für die nächsten 30 Jahre? So als Stammgästin hast jetzt du das Privileg, um das zu formulieren. Es gibt ja ein Sprichwort, du hast mich am Telefon schon gefragt, das heisst, Tradition ist nicht Asche aufheben, sondern Flammen weitergeben. Und ich meine, 30 Jahre, das hat eine Tradition. Und wir haben nie in dieser Zeit das Gefühl gehabt, da wäre die Asche aufgehoben. Sondern immer wieder, man hat gemerkt, die Flamme vom Glauben, Glauben teilen, Glauben miteinander leben,
das ist bis dahin gegangen und ich wünsche euch ganz fest, auch ihr, die jetzt neu am Ziehen sind, dass die Flamme weitergeht, weil um ihn geht's. Um Jesus Christus. Und wenn er in unseren Ferien der Mittelpunkt ist, dann können wir so viel im Alltag davon profitieren. Weil Gott sagt, ich bin Alltag bei euch. Und dann Ferien, wo er dabei ist, die sind alltagstauglich. Und darum vielen Dank, auch wirklich auch Kultur. Und ja, alle, die da mitgezogen haben, all die Jahre, das ist eine riesige Segensspur, das kann ich sagen. So schön. Danke dir vielmals, Gabriela. Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber ich bin auch gerade wieder irgendwie tief bewegt von all diesen Geschichten aus diesen verschiedenen Perspektiven, die wir heute Morgen hier haben hören. Und wie du es gerade gesagt hast, Gabriela, von dieser Segensspur, die ist so... Jetzt kommt dir noch etwas in den Sinn, merke ich. Genau. Dann geben wir dir das Mikrofon einmal. Excuse, der Hannes würde sagen, es ist wieder typisch. Nein, ich habe voraus natürlich auch ein bisschen gebetet. Die Anfrage ist relativ kurzfristig gekommen und da habe ich so einen Bibelvers für euch, für die Arbeit aufs Herz bekommen. 2 Teile. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan. Und dann, der mit Gutem stillt dein Verlangen, auf das sich deine Jugend erneuert, gleich dem Adler. Wow, Das wünsche ich euch. so schön. Danke. Danke. Für das habe ich dir sehr gerne das Mikrofon einmal gegeben. Danke dir vielmals. Ja, und danke auch allen anderen, die heute Morgen sich die Zeit genommen haben, um da ihr Herz mit uns zu teilen, ihre Erinnerungen, ihre Struggles, ihre persönlichen Erlebnisse. Danke euch vielmals. Ihr dürft nochmal ein letztes Mal einen herzlichen Applaus geben. Danke an unsere Gäste. Ja, und an dieser Stelle, wir haben es heute schon ein paar Mal gehört, möchte ich nochmal ausdrücklich sagen, das, was wir hier erleben, es wäre nicht möglich gewesen, wenn sich auch nicht extrem viel von euch, die da sitzen, in den letzten 30 Jahren engagiert hätten, freiwillig als ehrenamtliche Leiterinnen und Leiter mit geholfen haben, gestalten. Oder auch natürlich von unseren Angestellten-Teams, von der GVC und von Kultur. Und darum möchten wir euch auch einen herzlichen Dank und einen Applaus geben. Danke viel mal. Es ist enorm wertvoll. Euer Investment zahlt sich aus. Und ich werde den Teil abschließen mit einem kurzen Gebet. Vater im Himmel, wir sind so richtig geduscht worden von so viel positiven, ermutigenden, inspirierenden Erlebnisberichten. Danke vielmals. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir als Kirche, als Gemeinschaft das Privileg dürfen haben, das so zu erleben. Ich wüsste nicht, wo es das sonst noch gibt, jetzt hier in unserem Umfeld. Dass es eine Kirche gibt, die miterleben, wie Menschenleben prägt und verändert und geheilt und wiederhergestellt und ermutigt worden sind in diesen Jahren. Und ohne dich gibt es die Ferien an mir nicht. Und ohne dich wären sie nicht viel mehr als Sun, Fun and Nothing to do. Und darum wollen wir dir Danke sagen, Herr, dass du immer wieder dich gezeigt hast, im Kleinen und im Grossen. Danke sagen für die Geschichten, die wir heute hören dürfen. Danke sagen für die Geschichten, die vielleicht in einzelnen Menschen im Herzen passiert sind, wo niemand oder fast niemand davon gehört hat. Du siehst es, du siehst jedes einzelne Leben. Du siehst auch die Herausforderungen und du hast dich immer wieder als treu bewiesen. Danke viel mal. Amen. Danke fürs Hineinschauen. Schreib uns doch in die Kommentare, was dich inspiriert hat. Als Kirche wünschen wir uns, dass Menschen zum Blühen kommen und dass wir mit Gott verbunden sein können. Wenn du irgendwelche Fragen oder Gebetsanliegen hast, dann melde dich unbedingt bei uns. Gib den Daumen hoch oder abonniere unseren Kanal. Wenn du uns möchtest finanziell unterstützen, dann kannst du den QR-Code scannen oder auf den Button klicken. Cool, bist du heute dabei gewesen. Bis bald!